بیا اینجا بچه. به تظاهره با استعداد مجوز پرجده. من تا حالا فکر میکردم که آخر باباله چی شد؟ چی فکر کردی؟ که اگریش ساختگی رو میمانی من تو رو نمیشناسم؟ من اون لحظه اولی تو رو در استودیوم شناختم. هیچ وقت چیزی کسی از یادم نمیره. هیچ وقت. آصف؟ امیر جان، تو اینجا چی میکنی؟ من در خانه خود هستم. سوالی است که تو در اینجا چی میکنی؟ بچه را که تو خود میبرم. یک اپ از من میشنوی؟ از اینجا خدا بکن. تو در این کار لایق هستی. بزرم نی. چرا؟ در اینجا حیف میشه؟ Jungen im vorpubertären Alter tanzen in bunten Frauenkleidern zu folkloristischer Musik und Horden von Männern stehen drumherum und schauen begeistert zu. Ein harmloser, traditioneller Feierabendspaß irgendwo in Afghanistan? Leider nicht. Erfahren Sie, welche scheußlichen Hintergründe diese scheinbar so harmlosen Tanzveranstaltungen wirklich haben. Udolf Kotte erklärt Ihnen die wenig schönen Traditionen eines Landes, in dem unsere Soldaten zurzeit ihr Leben aufs Spiel setzen. Schon im Jahre 2008 hat die UN-Beauftragte für Kinder in Krisenregionen in einem UN-Bericht festgehalten, dass Kinder in Afghanistan missbraucht werden, sexuell missbraucht werden und dass dieses gesellschaftlich akzeptiert ist, dass es dort etwas gibt, was Bachabasi heißt, eine in Anführungsstrichen Art Kinderspiel, wo Kinder von Männern vergewaltigt werden. Eben kein Einzelfall, sondern im ganzen Lande weit verbreitet und akzeptiert. Dieses
hat zunächst die Vereinten Nationen auf den Plan gerufen. Es hat allerdings niemand protestiert. Keine Kinderschutzorganisation, keine Menschenrechtsorganisation hat sich dafür zuständig gefühlt, darüber aufzuklären und zu berichten. Es gab dann weitere Berichte, Ende 2008, Anfang 2009 und nun ist das Ganze inzwischen offiziell, weil Najibullah Qureshi, das ist ein afghanischer Journalist, der hat für den Fernsehsender ABC ein halbes Jahr lang verdeckt recherchiert und gefilmt bei solchen Kinderschänderpartys in Afghanistan und hat dokumentiert etwas, was unglaublich für uns ist. Beispielsweise dort in Afghanistan, wo im Norden des Landes vor allem deutsche Soldaten stationiert sind, ist Bachabasi auch unter den Truppenkontingenten weit verbreitet. Das heißt, es gibt Kinderschänder, afghanische Kinderschänder, die auch westliche Soldaten zu solchen Kinderschänderpartys einladen. Die kleinen Jungen müssen dort Mädchenkleider anziehen, müssen dort tanzen, werden anschließend vergewaltigt. Najibullah Qureshi berichtet darüber, dass viele dieser Kinder anschließend getötet werden oder aber sie werden an pakistanische Lastwagenfahrer verkauft. Man muss dazu wissen, dass nach offiziellen Angaben aus Pakistan bis zu 95% der pakistanischen Lastwagenfahrer kleine Jungs mit dabei haben, die ihnen nicht nur etwas zu trinken holen, das Fahrzeug reinigen, sondern sie auch sexuell befriedigen müssen. Kindesmissbrauch, also offenkundig weithin gesellschaftlich akzeptiert. Und das völlig Unvorstellbare für mich an dem Ganzen ist, dass nun auch noch westliche Truppen herkommen und sagen, das alles müssen wir als kulturelle Besonderheit akzeptieren. Die Amerikaner haben in einer Militärstudie für die westlichen Truppen in Afghanistan A bestätigt, dass es das Ganze gibt, B, dass es weit verbreitet ist und die Empfehlung ausgesprochen, dort nicht dran zu gehen, nicht dran zu rühren, nicht dagegen anzukämpfen, weil das nur Feindschaft unter den Afghanen hervorrufen würde. In dieser Studie heißt es, es gibt ein afghanisches Sprichwort, das heißt, Frauen sind für Kinder da und kleine Jungs für den Spaß. Und das solle man akzeptieren und die Augen zudrücken. Das finde ich schrecklich.